Also mein Name ist Pascal Schumacher. Ich bin Vibraphonist. À la base war ich echt ein Perkussionist, also alles, wo in irgendwie drauf schlägt. Ich habe angefangen an der Schottermusik. Wir sind halt nicht weit von Schotter weg. Das ist nicht so weit von meiner Racine brucht, aber gleichzeitig aber einen Weg gemacht. Das ist an der Harmonie von Schotter. Auch hier an der Musikschule, dann war ich am Konservatoire, am Stadter Konservatoire. Von da aus, parallel war ich dann am Lycée, auf der Musiksektion, auf der F-Sektion, am College. Von da aus ist dann mein Weg auf Straßburg gegangen, wo ich klassische Perkussion studiert habe und auch parallel auf der Uni Musikologie. Da war es eine Zeit, wo ich mich immer mehr für den Jazz interessiert habe. Und dann habe ich dezidiert, nach meinem Straßburger Studium nach op Brüssel zu plündern und da am Conservatoire Royal Jazz Vibraphon zu studieren. Das ist dem Moment goufet de Bachelor Master System noch nicht, da habe ich einen ersten Preis gemacht. Und das war das spannende Jahr, wo den System kommt. Und dann haben sie gesagt, voilà, den nächsten Preis, das ist nur Bachelor, was du der Master willst, dann den haben sie im Moment noch nicht zu Brüssel gehabt, die sind schon auf Den Haag in Holland gegangen, wo ich dann mein Master of Music gemacht habe, was dann mein finales Diplom war. Und voilà, das war meine Ausbildung. Parallel habe ich aber schon Kurse noch gehalten am Stadter Konservatoire, relativ jung, das hat sich im Moment so ergeben. Ich habe mir auch erlaubt, viel Saison zu verdienen an Instrumente, an Auto, an Computer, an alles, was den halt braucht für seine Musikkarriere zu lancieren, können zu finanzieren. Und voilà, das ist das dann auch, hauptsächlich in den Brüsseler Jahren als du gegangen, dass ich mit Jazzgruppen angefangen habe, mich immer mehr links und rechts auf die Bühnen zu weisen, an Konzerten zu spielen. Und das Momentum gewircht, den nicht uninteressant war, weil ich da relativ schnell relativ viele Opportunitäten gekriegt habe, international. Ich hatte auch eine coole Band, ein Quartett, mit dem wir während 15 Jahren wirklich durch die Welt, durch alle Kontinente gereist sind. Bien entendu, weil das alles für in der Covid-Zeit, ne, hat das viele Sachen ernst. Aber in dem Moment war das relativ verrückt. Das ist immer gackisch, wie gackisch. Längst noch jetzt geflogen und als CD und als Alben präsentiert. Eine Zeit, die für mich mengenlich manst genauso wichtig war wie die Jahre an den Konservatoires und an den Musikhochschulen, weil ich da auf der Bühne gelernt habe, was das richtige Metier ist. Und das ist etwas anderes, wie das, was an einem Examen oder an einer Audition am Konservatoire erlebt. Das heißt, all das spielen irgendwo in den heinst du unmöglichste Konditionen und dann darüber an den perfekten Konditionen und dann da eine Balance finden, lernen an all Situationen, auch in meinem Fall heinst du mit Instrumenten, die ein bisschen so lala waren, für einfach mit denen können sein Ofen zu bestreiten auf der Bühne. Also das waren am Anfang die richtig Lehrjahren, wo ich da leben durfte. Für was war dir die Internationalität wichtig auf der einen Seite und auch für was war dir die musikologische Ausbildung wichtig, zu dem anderen zu tun? Also man für dich die verschiedenen Städte, wo ich studiert und das hat noch nicht mal den Städte zu tun, das war immer ganz spezifisch, ob ein Prof, den du Kurse gehalten hat, den ich will beginnen an meinem Leben mit dem Zeit verbringen. Natürlich sind die Profen haben Druck gereist und die haben halt die Kurse gehalten, wo sie waren. Witzigerweise an den europäischen Hauptstädten, was irgendwo nicht uncharmant ist, weil ich aber auch ein über 10 Europäer sind. Für die Musikologie geht am Anfang zwei Antworten. Das habe ich direkt nach der Premiere dann zu Straßburg auf der Uni gemacht.
Die echt Antwort war als die, dass ich schon am Straßberg Konservatoire war an Assistat la war die Straßberg Konservatoire nicht unerkannt halt zu Lützeburg. Das ist das ein bisschen von meinen älteren Ausgang für so dann da gehe ich auf die Uni, dass da war man so ein Diplom ist den Hanno mit dem man es können nur fänken an eventuell voilà Musikkursen an einem Lycée halten oder irgendwas mit dem Diplom können machen. Da das die echt Antwort da tut man du aber auch irgendwie gefallen, weil ich dann immens viel Sache geleiert hun am einen analytischen, einen historischen zum Teil philosophischen Hintergrund matkrit und mat op de Wegkrit und dem man natürlich immens geholle huet. Dat spengen vun run mein Parcours beschrieben, wo ich immer eng Band hat an ugefangen hun zu touren. Hat wer nach kein Management da kein Leiit runrmmecht, die man geholle vun, dat schon miss még Texter an alles selber schreiben, net gower nach kein ChatGPT, den da den Texter schreibt. Do wäret natürlich vun enger enormer Hëlle fir musikwissenschaftlichen Background zu hunn fir mech können. Zum engen noch an Interviewen ernst zu präsentieren, an aber auch wann ich mich präsentieren, die war geschriebenen Text konnte ich hun ein gerne Spruch geschwert, wie vielleicht den dat net gemacht hat, dann tut man dort vier Deler verschafft. Wenn man bei dein Instrument kommen als ein Instrument, war den lo net alldach sei oder wat vielen vielleicht auch kein Begriff aus wei also zu der Entscheidung kommen oder wei hast du dich für das Instrument dezidiert und was schätzt du unten? Also zum einen schon an der Bass Perkussion studiert, ne? Perkussion, das wirklich ein Ensemble von allen Instrumenten, wo immer einen Bengel drauf schlägt. Das geht über Pauken, über Batterie, über Klangtrommel, aber auch Triangel. Und dann eben auch die melodische Perkussionsinstrumente, dann der Xylophon ist, Fetisch, und dann der Marimba, da steht der Vibraphon, an ich quasi all Perkussionist hat irgendwann eine Affinität, die mich stark ist für ein Instrument. Und den einen, den ist dann Hanno Pauker am Sinfonieorchester, den anderen als Drummer an einer Rockband, und der Pascal war dann den sich echt um Vibraphon wohlgefühlt hat. Ich habe auch gemerkt, dass ich auf dem vielleicht mich besser ausdrücken kann wie bei einer Batterie. Und du sind den Vibraphonist am Jazz-Ensemble gehen, und der Vibraphon ist auch ein Instrument, weil am Jazz natürlich einen interessanten Platz hat. Schon zu Straßburg studiert klassisch, und ich gesagt, und da war eben der Prof, den du Kurse gehalten hast, Emmanuel Séjourné, der noch zu Lützeburg eine ganz Partie Korrespondenzen hört, dann noch Kurse gehalten, da ganz viel mit Leuten zu Lützeburg geschafft hat. Auch viel Lützeburg bei ihm studiert. An hin as an der klassischen Musik den Vibraphonist par excellence. Und das natürlich auch Grund, wie wir Speichergegangen sind, und no, voilà, hin as der Vibraphonist, und du wusste einfach dann so viel Sachen, so viel Informationen, so viel Bagage mitgeholt, dass du mit dem Instrument verwurzelt bist. Und das für dein Instrument ein bisschen anzugehen, wie bei vielen Instrumenten, das mein Instrument ist das ein absolut Hassliebe. Das ist zum einen, was natürlich total wäscht an dem Sound, der Klang, den ein Instrument hört, wenn es an den richtigen Konditionen kann gespielt werden. Das ist immer nicht inspirierend, ohne Ende. Aber gleichzeitig dann alle guten die Restriktionen, alle guten die Limitationen, alle guten die mechanische Probleme, die das Instrument einfach immer mal zu springen, doch von das Instrument dann Transportfleisch, denke ja umgeknickt, also da waren irgendwo ein Schrauflaber, das ist nicht festgezogen für ein Konzert. Also du hast dann ein endloses Chantier und Probleme, die können auftauchen, die natürlich auch leicht zu handeln. Ne? Das gehört doch natürlich dann zum Metier. Und voilà. Die schönsten Momente am Vibraphon sind, wenn ich 2 Wochen an Vakanz waren, schon nicht gespielt. Da war kein Vibraphon weiter breit, und da kommt Schem, und schön Bengel, dann fängt man zu spielen, dann ist die echt läuft Zweck an, das Genießen ist unheimlich. Ab wann ist als Komposition bei dir mit dabei kommen?
Ich meine, ich habe schon ganz frei komponiert. Ich erinnere mich an ein Stück, das ich geschrieben habe für meine Schwester und mich, wo wir daheim mit einem Mini-Glocke gespielt haben. Ich meine, mit einem kleinen Casio-Synthesizer. Meine Schwester hat meine Trompete gespielt. Und wir haben dann das irgendwie, ich hatte auf ganz komisch ziertliche Sachen abgeschrieben, und wir haben das geübt und gespielt. Danach, als für mich Komposition, es gibt verschiedene Methoden für zu komponieren. Und eine als ganz nah bei der Improvisation an die Perkussionsinstrumente hat den relativ schnell Leichtigkeiten Sachen zu spielen, die nicht auf einem Zettel schon fixiert sind. Das ist relativ schnell an dem Bereich, wo ein Sachen spielt, die einem aus dem Bauch kommen, aus dem Kopf kommen, aus dem Herz oder von Antogen nicht. Und dann hast du den Schritt nicht weit, für mal etwas zu finden an der Improvisation, weil einem Spaß macht, weil den irgendwie speziell Ursprung ist, und dann kann man mal etwas durchhalten. Komponieren muss ich ja nicht unbedingt, ich meine, das war für ganz oft, ganz viel, alles auch abschreiben, ich kann auch komponieren, es gibt Leute, die keine Noten lesen oder Leute, die nicht mit Noten funktionieren, ich kann noch ein Stück komponieren, ohne zu notieren. Was bei mir zum Beispiel ganz viel passiert, da ein Solo-Projekt, wo ich lange Musik mache, wo ich nicht mehr, da muss ich eine Partition schreiben, für etwas weiter spielen. Aber gleichzeitig bleibt es dadurch lebendig und nicht bougiert immer nicht. So wie wenn ich meine eigene Musik notiere, habe ich dann relativ schnell auch dann Lust für zu sagen, okay, da ging ich auch ein bisschen ernst machen und neue Versionen davon Stücke holen. Ja, das heißt, Komponieren war immer um meiner Seite. Swat über die Improvisation und dann hast du dann ohne Notation und dann mit der Notation auch, ne, wo dann auch verschiedene Methoden sind. Ne? Das ist die Methode noch von der Produktion, wo ich schon ganz jung, mein Moni war Musikprof auch am Stadter College, und den hat mir eine Software auf den Computer gesagt, wo ihn Cakewalk geheischt. Ein Programm, wo ich konnte Musik produzieren. Wo ich mich da schon nur lang amüsiert habe, für Musik zu produzieren, endlos Stecker. Das war natürlich ohne Noten mehr, das war dann aber schon mit Montieren und ein bisschen kleine Musikproduktion. Und das war auch wie den Kinders. Und dann, danach, wenn dann anfängt mit Leuten zusammen zu spielen, gerade mit diesem Instrument, das sind oft an unorthodoxen Kombinationen, wo nicht unbedingt Musik gibt für die Instrumente, und dann arrangiert den oder komponiert den für die Instrumente, die gerade gebraucht werden. Voilà. Das war immer präsent, und darüber sind wir auch froh. Was ändert sich bei der Musik oder bei dir, wann die Musik auf ein Live-Publikum trifft? Dass der Moment, wo meine Musik Sinn macht, dass der Moment, wo meine Musik Resonanz hat, wo ich spüre, was wirklich passiert, dass der Moment, wo du kannst weisen, dass man etwas machen, was von Hand gemacht ist, gerade in diesem Zeitalter von artificieller Intelligenz, wo ich theoretisch kann auf einer Streaming-Plattform ganz komische Sachen schicken, wo ich selber nicht mehr so viel damit zu tun habe. Wenn du auf der Bühne bist und du musst dein Handwerk dann gesinnt leid, was da wirklich passiert. Dann ist dafür auch nicht, manchmal keine Angst, weil ich weiß, dass bis ein Hologramm wirklich auf der Bühne große Success feiert, nach ganz, ganz, ganz weite Weg ist. Und das handgemacht, und das hört einfach immer nach etwas an. Das spielt dir ganz klar am Konzert. Vielleicht haut es das mehr wie je, weil die Leute sich auch vielleicht andere Gedanken darüber machen. Und auch dann so die kleinen Unperfektionen, die man auf der Bühne können, du musst dann keine Schrauben ziehen, oder du kannst auf der Bühne, und das nach irgendetwas nicht brett, und du arrangierst dich, bis du da spielst, oder du hörst Leute, die Musiker hosten, oder du hörst, weil du siehst, dass das aber alles nach richtig Leute sind, die das von Hand auf von aus ihrem Wesen heraus machen. Und dann natürlich zu wissen, dass du für ihn spielst, das ist immens wichtig. Sogar am Studio, ne? Im Studio hast du den Tontechniker, für den du dann hast du lang die Sache spielst, und einfach den hast du an die Lautstärke nur, die muss auch nur lauschen, das kannst du nicht abholen. Und dann, wenn du das Publikum rundherum die Schuhe sind, du kriegst dann Gefühl dafür, dass sie Matter sind, dass sie Matter auf die Weg gehen, dass sie intellektuell das auch suivieren, das ist immens schön.